Durchbrecherin, so heisst das Buch von der Florida Zimmermann, das 2022 rausgekommen ist, letztes Jahr also erschienen. Und heute haben wir die Gelegenheit, einmal sie besser kennenzulernen im Rahmen des LiveNet Talk. Aber nicht nur sie, an ihrer Seite auch der Christian Zimmermann natürlich, der ebenso ein wichtiger Teil in diesem Buch ist, ein rechter Teil irgendwo von der zweiten Hälfte. Spätestens geht es dann auch um Christian sehr stark, der Mann an der Seite von der Flo. Herzlich willkommen, zuerst einmal euch beiden. Merci. Ja, es ist eine sehr eindrückliche Geschichte, die hier Andrea Specht geschrieben hat, zusammen mit dir, gell, Flo, im SCM Hensler Verlag erschienen. Man weiss fast nicht, wo anfangen, aber man muss geschwind so die grossen Linien zeichnen, was da passiert ist in deinem Leben, was da du schon in jungen Jahren Krasses erlebt hast und wo du heute ein bisschen stehst. Magst du uns ein bisschen reinnehmen, dort hier, deine Geschichte? Ja, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen schwierig, wo anfangen. Ja, im Libanon bin ich geboren, bin nachher über Umwege in die Schweiz gekommen, aber eigentlich wirklich auch durch ein riesiges Geschenk. Also ich glaube, man findet kaum eine junge Frau in meinem Alter, in dem Sinne, die hier in der Schweiz ist aufgewachsen und alleine in die Schweiz ist gekommen. Das war damals sehr speziell gewesen, und dass ich die Möglichkeit hatte, wirklich aus den ärmsten Verhältnissen in die Schweiz zu kommen. Das ist ein riesiges Geschenk. Aber nachher halt gleich auch die Vergangenheit, wo ich auch in der radikalen muslimischen Gruppierung war, halt, habe ich ja mitgenommen, und meine ganze eigene Geschichte vor Entwurzelung habe ich auch mitgenommen. Also bin ich nicht ganz so im Paradies gelandet in der Schweiz, wie ich mir das erhofft habe. Und dann einfach so ein bisschen die Problematik in der Schweiz, um meinen Platz zu finden, mit meiner Vergangenheit zu kommen, meine Lebensmuster anzugehen. Ja, ich habe eine sehr grosse Todessehnsucht immer mit mir mitgetragen, habe wirklich unter Depression gelitten. Das sind alles so ein bisschen Stichwörter, genau. Ja, bisher zu einem Suizidversuch, der auch einmal ist, genau. drin war in deiner Lebensgeschichte, Überdosis Insulin. Und Gott sei Dank nachher, haben sie die gefunden, rechtzeitig, gell? Und diverse so Kapitel, wirklich, wo man hier drin eben jetzt kann lesen, in aller Ruhe die ganze Biografie. Auch Missbrauchserfahrungen, hast du jetzt vorher noch nicht erwähnt, die auch noch reingespielt. Und wir können natürlich längstens jetzt nicht auf das alles eingehen, das werden wir aber immer wieder jetzt auch streifen, sondern ich würde gerne eigentlich gerade dort einsetzen, wo dir heute steht, die zwei, dass wir euch ein bisschen kennenlernen, wo der Christian schon mal ein bisschen zum Zug kommt. Und da ist natürlich das offene Haus, oder offenes Haus in Bremgarten, wo man sehr schnell muss mal erwähnen muss, das ist das, was euer Herzensthema heute ist. Gehen wir doch gerade dort rein. Was ist das genau, die Wohn- und Lebensgemeinschaft vom offenen Haus, Christian? Also wir haben einfach Türen aufgetan, vor mittlerweile 17 Jahren, genau, für junge Erwachsene, die eigentlich kein Zuhause haben, also die keine Familie haben, die entweder nur ein Eltern daheim ist oder auch schwierige Erlebnisse hatten, wie du teilweise auch, wo wir einfach ein Zuhause bieten, Eltern sein, Nestwärme bieten. Genau, und da sind wir immer noch dran jetzt. Ja. Genau, euer Konzept ist ja eigentlich sehr weit offen, oder ich würde sagen, ihr habt einfach Leute, die bereit sind, an sich zu arbeiten, oder? Das habe ich mehrfach gelesen. Das ist so auch die Hauptvoraussetzung, nicht jetzt, dass jemand Christ sein muss oder gewisse sonst Voraussetzungen mit sich bringen. Ist das korrekt, wenn ich das so sage? Ja, das ist richtig. Also wir haben in dem Sinn ein Konzept haben wir in dem Sinn nicht. Wir haben einfach eben die Türen auftun für Leute, die das wirklich brauchen. Das spielt keine Rolle, sie sind Christen, sie sind Moslem. Wir haben jetzt gemerkt, vom Alter her sind wir wirklich eher für jüngere Menschen da. Aber sonst einfach die das einfach noch brauchen und die das suchen und die wirklich halt ihre Überlebensmuster meistens halt bereit sind, auch anzugehen und an dem zu arbeiten und sich so auch weiterzuentwickeln. Genau. Ja, genau. Und hier sehen wir jetzt ein bisschen atypisches Bild, habt ihr zwar gesagt. Meistens ist dann noch ein Schuppel sonst Leute drumherum, oder? Genau. Von Leuten, jetzt habt ihr gerade erzählt von Flüchtlingen aus Afghanistan, die zum Beispiel dazugestoßen zu eurer Gemeinschaft. Aber das ist eigentlich so
der Kern, wenn man so will, sagen, von Familie. Aber dort bezeichnet eben alles als Familie. Aber das ist eure Tochter, die wir hier auch noch drauf sehen auf dem Bild, Leilani. Und die beiden eben vor der Eingangstür wahrscheinlich vom offenen Haus. Ich war selber noch nie da gewesen. Das wird dann so etwas aussehen wie genau. Wunderbar. Ja, also wenn wir jetzt noch ein bisschen reingehen, wie es aktuell aussieht. Jetzt habe ich schon erwähnt, eben junger Mann, neu 13, hätte ich gesagt, aus Afghanistan, der jetzt gerade dazugestoßen ist. Aber wie sieht denn die Wohngruppe im Moment so aus? Also im Moment haben wir eben neben uns zwei die Tochter und ihre Mutter, die auch noch bei uns wohnt, die leider dement ist. Haben wir 2 afghanische Flüchtlinge im Moment. Jemand ist im Oktober gekommen, er ist 18 und der neueste Zuzug ist 13. Gemäss Pass, wie alt er genau ist, wissen wir nicht. Er ist jetzt Mitte Januar bei uns, genau. Und noch Romina, die auch noch bei uns lebt. Genau, so sind wir die Zusammensetzung. Und wie kann man sich ein bisschen euren Alltag vorstellen? Ziemlich chaotisch. Das würde ich vielleicht sagen, ja. Nein, unser Alltag ist, glaube ich, grundsätzlich immer ein bisschen chaotisch. Wir versuchen, Struktur zu geben, weil wir merken, was Menschen wirklich grundsätzlich so ein bisschen brauchen, ist Struktur, ein bisschen eine Sicherheit. Und das probieren wir wirklich reinzubringen, aber es kommt halt jeder so mit seinem Rucksäckchen daher und so probieren wir das auch wieder zusammen zu leben. Und man kann sich es wirklich so vorstellen wie eine Familie, aber wir sind halt einfach so ein XXL-Format. Im Moment sind wir 7 Personen am Tisch, aber jetzt ist zum Beispiel letzte Woche ein Ehemaliger, der 8 Jahre, oder er hat jetzt gerade korrigiert, 9 Jahre bei uns war. Ist es ihm nicht so gut gegangen, war krank, war froh, ich habe ihn zum Arzt gefahren, bin ihn abholen und jetzt ist er auch schon seit einer Woche bei uns. Das gibt es halt, dass Ehemalige auch mal zurückkommen, weil sie gerade ein bisschen eine Krise haben. Und für sie sind wir jetzt daheim. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, wir essen immer zusammen. Am Morgen natürlich nicht, da kommt es darauf an, um welche Zeit es im Haus geht. Aber unsere Mahlzeiten sind zusammen, die Arbeiten sind zusammen, aber wir sind da für die Aufgaben, wir sind da, wenn es etwas belastet, wir sind da für die Modeberatung, wenn sie das wollen. Also alles das, was sie gerade so auf dem Herzen haben, da sind wir da. Und wir sagen ihnen auch, sie haben absolute Priorität. Wenn sie mit etwas kommen, sie haben manchmal auch so das Gefühl, oh, habt ihr Zeit? Und dann habe ich halt auch schon gesagt, wir haben eigentlich nie Zeit, aber ihr seid das Wichtigste und für euch nehmen wir uns Zeit. Und so muss man sich ein bisschen vorstellen, wenn man reinkommt, also wenn man bei uns unangemeldet reinkommt, dann nehmen wir uns Zeit, schnell einen Kaffee zu trinken und dann wird man dann meistens gerade reingenommen in unser Programm rein, weil wenn wir am Samstag am Putzen sind, müssen wir halt dann weiter putzen. Das ist so das, was wir alle zusammen machen und dann kann man entweder noch ein bisschen bleiben, bis wir dann zum Mittagessen. Ja, es ist wirklich so ein bisschen wie eine Familie mit kleinen Kindern, aber unsere sind halt gross, so in dem Sinn. Ja, und eben das so Verschenkende, wo ihr stark drin lebt, das finde ich schon sehr eindrücklich. Und das braucht, denke ich, auch wie so einen klaren Boden von Berufung drin, oder? Wie ist das bei euch denn? Hast du das früher mal gemerkt? Mal eigentlich, das würde mir entsprechen, jetzt auch mit dem, was ich selber erlebt habe. Christian hat es vorher erwähnt, mal, dass ich das anderen anbieten kann. Oder wie ist die Berufung ein bisschen bei euch? Ja, das ist... also ich habe schon ziemlich früh gewusst, der ganze Mist, den ich in meinem Leben habe erlebt, muss irgendeinen Sinn ergeben. Und ich habe wirklich auch sicher auf verschiedenste Art und Weise irgendwo Gastfreundschaft auch erlebt. Jetzt auch bei meinen Pflegeeltern, die haben das auch eher so gelebt, dass man immer Leute an den Tisch einladen konnte. Und habe aber das sicher auch kulturell in mir inne gehabt. Ich bin einfach, als ich in die Schweiz kam, bin ich mal wirklich vom Balkon raus schauen. Ich bin halt mit im Winter in die Schweiz gekommen, ob es überhaupt noch Leute gibt, die leben hier. Weil mir das so einsam gedeucht hat, einfach so eine Familie. Und ich denke, das ist sicher kulturell bedingt, dass ich Gemeinschaft suche, aber sicher auch ganz stark, dass ich das Gefühl hatte, meine Geschichte macht am meisten Sinn, wenn ich Menschen auch ein Zuhause bieten darf. Das ist das, was ich immer ein Leben lang auf der Suche nach war, wo bin ich daheim. Und ich hatte das sehr auf dem Herz, habe aber auch keine Ahnung, wie das aussieht. Sieht das so aus, dass ich irgendwo einen Schlüssel deponiere und junge Leute dürfen wissen, Jugendliche, Kinder oder junge Erwachsene dürfen wissen, da ist der Schlüssel, ich kann den einfach rein und dann, wenn der Flo heimkommt, können wir zusammen reden. Ist das, dass man irgendwie fixe Anlässe macht, wo wir zusammen essen? Ich hatte keine Ahnung.
Und ich habe es wirklich auch krampfhaft probiert, irgendwie so etwas zu starten, aber es ist nie gegangen. Und ich bin wirklich selber wie, ich war dann noch gar nicht so weit mit meiner eigenen Geschichte. Ich bin selber wie zerbrochen und erst nach meinem Zerbruch ist das alles eigentlich entstanden, wo ich selber eigentlich gar nicht mehr zu bieten hatte. Genau. Das finde ich ganz, ganz etwas Wichtiges. Weil so fest, wie ich gekrampft habe und gemacht habe und gemeint habe, ich kann Gott etwas wirklich bieten, mit dem, was ich ja gerne möchte, ist es nicht gegangen. Hat nicht funktioniert. Ja. Ja, du warst schon in einem Burnout gewesen, gell? Das ist nicht dort Kapitulation oder so, gell? Also, Genau. Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, jetzt, wenn ich es gelesen habe, wo wirklich so sagst, eben, du hast dann also ein bisschen aus der wegkommen von dem, aus deinem eigenen raus, sozusagen, das zu erarbeiten. So. Ja, und ich habe auch wie nicht mehr vorzuweisen. Weißt, ich war sehr aktiv. Ich war in der Kirche unterwegs und habe predigt, habe von Treue geredet. Ich war selber in einer Ehe, die gerade am kaputt war. Und bin dann wirklich durch die Scheidung durch. Und da habe ich mich so nicht mehr würdig gefühlt und brauchbar gefühlt. Und das war eigentlich das, was mich so schlussendlich an den Boden gehalten hat und wirklich gezeigt hat, hey, du kannst es nicht. Und ich musste es dann wirklich auch abgeben. Ich musste es dann wie loslassen. Und habe dann den Krieg kennengelernt, der sich das eigentlich gar nicht vorstellen konnte, so zu leben. Dass man einfach eine offene Tür hat. Und ich habe dort Gott einfach ganz klar wie gesagt, Herr, schau, ich kann es nicht. Ich habe es ja alles probiert, wo mein Leben noch so perfekt hat ausgesehen. Mit einem gläubigen Mann verheiratet, in der Kirche so aktiv, immer wirklich unterwegs. Und Tanzgruppen hat genau. So Themen. Tournee, in der ganzen Schweiz unterwegs und wirklich predigt und missioniert. Und dann bist du dort vor einem Scherbenhaufen und merkst einfach so, Herr, was du willst, das soll passieren, ich kann es ja nicht. Und so habe ich ihm auch den Krieg übergeben und gesagt, schau, wenn das wirklich nicht einfach mein Hirngespinst ist, wo das soll sein, das offene Haus, und wenn das wirklich dein Plan ist, dann muss das der Mann, der für mich auch ein riesiges Geschenk war nach dieser Scheidung, also wo für mich total unerwartet eigentlich war, dann muss er so aufs Herz bekommen und das musst du machen. Das ist so habe ich es dann Gott übergeben. Genau. So ist es auch gekommen. Genau. Aber ich konnte mir es gar nicht vorstellen. Also, das heißt, ich glaube, im Buch steht es auch. Ja. Ich bin doch ganz anders aufgewachsen. Sehr in einer behüteten Familie. Meine Eltern haben alles daran gesetzt. Sie haben nicht immer viel Geld gehabt, überhaupt nicht. Wir mussten sehr eng durch müssen, aber wir haben eigentlich nie von dem etwas mitbekommen. Und wir Kinder waren das Wichtigste gewesen. Und dort habe ich es dann auch so ein bisschen mitbekommen, dass ich eigentlich mal so ein bisschen, wie soll ich es sagen, der typische Bünzli-Schweizer Traum gerne hat, ein Einfamilienhäuschen mit 2 Kindern und 2 Katzen am liebsten. Und ja, als wir uns kennengelernt haben, hat das gar nicht danach ausgesehen, dass das in eine Richtung von einem offenen Haus geht. Aber es hat sich dann gleich relativ rasch in diese Richtung entwickelt. Also, ich habe das Gefühl, ich sei Einzelgänger. Ich war auch 3 Jahre lang Mobbingopfer in der Schule. Ich hatte das Judo, das Einzelsport ist, wo ich mich nicht rein geflüchtet habe, aber wo mir Halt gegeben hat. Und du hast mir eigentlich dann auch ein bisschen die Augen geöffnet und gesagt, ja, du bist eigentlich der gerne Leute mit heimbringt. Oder wenn ich an der Uni war, nachher Kollegen noch eingeladen und so. Und dann musste ich sagen, ja, mal, stimmt. Und ja, wo man dann, also ich habe dann in dieser Zeit auch zum Glauben gefunden. Das ist eine längere Geschichte. Und habe, nachdem ich zum Glauben gefunden habe, einfach wie auch aufs Herz bekommen, dass wir irgendwo in eine Kirche wollen. Und wir haben gerade über dem Pfarrer gewohnt, für unsere zukünftige und jetzige Freikirche noch. Genau. Und das war auch interessant, dort einfach so langsam in das hineinzukommen. Und dort haben wir dann eigentlich die erste Person kennengelernt, die zu uns ist gekommen. Und dort hat es sich einfach wie ganz natürlich entwickelt. Das ist, die ist nach dem Gottesdienst am Bahnhof gestanden, auf verlorenem Post, hat nicht gewusst, woher. Das ist die Beziehung entstanden, es sind Sachen aufgebrochen, schlimme Sachen, die passiert sind. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, die sollte doch bei uns bleiben. Und nachher haben wir Platz geschaffen. Wir haben in der Bergergasse gewohnt, eine 3-Zimmer-Wohnung, und haben Platz geschaffen für die erste Person. Genau. Und dann ist es einfach Schlag auf Schlag gegangen. In 3 Monaten Rhythmus sind mehr Leute gekommen. Und wir haben, ich habe noch studiert, ich hatte zwar einen kleinen Nebenjob gehabt, aber wir haben Gott vertraut, dass er schaut.
Und wir haben jedes Mal, wenn eine Wohnung ist frei geworden, haben wir gefragt, dürfen wir die haben, bekommen wir die im gleichen Haus? Und dann haben ohne Gras nachher zu fragen, haben die uns gegeben? Und manchmal haben wir nicht so recht gewusst, wie wir es finanzieren, aber das ist immer gegangen. Ja. Genau. Schon gewaltig, einfach, wenn man das sieht, eben auch die Schritte, die dann dort hier drin gegangen sind. Der vermeintlich Bünzli, plötzlich ist er in so etwas drin. Genau, ja. Das ist ja schon eine wunderbare Geschichte, das schon allein um das. Und einfach auch eben zu sehen, die erste Person, die dort drin war. Und du hast ja viel schon gesagt, Flo, gell? Wir haben ja auch schon berichtet, sogar in unseren Verteilzeitungen, Jesus Print, bist du drin, wo wir auch darüber gebracht haben, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Oder? Das wäre jetzt auch so ein Beispiel. Da könntet ihr wahrscheinlich schon ganze Ziele von Menschen inzwischen aufzählen, die das erlebt hast, oder die zusammen das erlebt haben, als Gemeinschaft auch, oder? Wenn wir einmal so vielleicht auf eine Lebensgeschichte eingehen, die für dich besonders vielleicht, ja, prägend war. Ja, es waren wirklich viele. Also das muss ich wirklich sagen, wir schauen das auch als Privileg an in unserem Leben, dass wir das dürfen wie miterleben. Das ist so schön und wirklich so cool, einfach Menschen zu sehen, wo sie stehen und dann mit ihnen so einen Weg zu gehen. Ja, wo fangen wir an? Ja, bei wem fangen wir an? Es ist noch so, ja, so schwierig. Auch bei der ersten, oder? Ja, es ist... Jetzt gerade, ja? Ja, sie ist natürlich für uns wirklich die erste Person, ja, ist für uns wirklich eine Tochter. Also es ist auch bei uns so, unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen, die entscheiden selber, wie fest gehen wir mit ihnen einen Weg und für wie lange Zeit. Und es gibt solche, für die bleiben wir wie eine erste oder eine zweite Familie, oder für ein paar sind wir vielleicht einfach wirklich so ein bisschen Lebensabschnittsbegleiter. Aber wir gehen wie in dieser Zeit, wo wir zusammen gehen, wir eine intensive Zeit zusammen durch. Und jetzt gerade bei unseren Ältesten, da haben wir natürlich nicht nur von ihrer Seite viel erlebt, sie hat auch viel mit uns erlebt, sie hat zum Beispiel auch die Schwangerschaft erlebt, sie ist nach der Geburt ist sie daheim geblieben, sie hat gerade dann gewusst, sie wechselt den Job und hat sich wirklich gesagt, so, ich nehme mir die 2 Monate und bleibe daheim und unterstütze sie. Sie hat eine sehr enge Bindung zur Leilani. Das ist wirklich, ist mehr, also ist, glaube ich, viel mehr als eine Blutsverwandtschaft. Und bei ihr ist es wirklich so, wenn man Fotos gesehen hat, wie sie früher hat ausgesehen, einfach schon nur der Blick. Und sie ist eine Frau, hat in der Zwischenzeit eine junge Frau, ja, mit bald 3 Kindern, in einer wunderbaren Beziehung, lebt Familie, was für mich damals undenkbar war mit all dem, was sie erlebt hat. Sie hat Schweres erlebt, sie hat, aber sie ist eine Kämpferin. Ihr hat das auch niemand angemerkt. Sie hat ganz normal ihre Ausbildung angefangen. Und hat erst, als sie dann bei uns war und mal erzählen konnte, ist mal alles aufgebrochen und dort ist dann mal ein Zusammenbruch passiert. Und hat dann wirklich eine Auszeit müssen nehmen, um das wirklich auch anzugehen. Und da sind wir wirklich durch schwere Zeiten zusammen, sehr schwere Zeiten, aber sie hat sich wirklich auch viel müssen, also anhören. Sie hat sicher Mitgefühl bekommen, aber sie hat auch das mitbekommen, hey, du entscheidest, in welche Richtung es geht. Und für mich ist sie wirklich eine wahnsinnig starke Frau, die sich entschieden hat, dass ihre Geschichte, ihre Vergangenheit nicht das entscheidet, wie ihre Zukunft aussieht. Und sie ist für mich wirklich immer, auch heute, wenn ich sie sehe, also wir sehen uns viel, wir sind jetzt Grosseltern eben. Ja, genau. Und ich bin immer sehr, sehr stolz auf den Weg, den sie gegangen ist. Und das ist eine wahnsinnige Geschichte, aber auch wirklich eine Geschichte, die zeigt, hey, wir haben es in der Hand und Gott kann Wunder tun, wenn wir ihn lassen. Und sie hat nicht gelassen, sie hat ihres dazu beigetragen, aber sie hat nicht gelassen, wirklich heilig geschehen. Und das ist das, was wirklich berührt. Und für das sind wir so dankbar. Und das ist ein mega Privileg. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe als Jugendliche, wenn ich Missionarsgeschichten gehört habe, was die alles erlebt haben. Ich dachte, ich will Gott auch so erleben. Und das dürfen wir. Also wir dürfen da wirklich am Puls sein von Geschichten, wo Menschen einfach radikale Veränderungen leben, aber wirklich auch nicht so, dass man wie sagt, sie haben sich für Jesus entschieden und dann ist alles gut und dann keine Probleme mehr. Nein, sie haben gelernt, wirklich mit dem, was sie mitbekommen haben, mitgeprägt haben, sie Worte umzugehen und sich zu entscheiden und auch jede Hürde, die wieder kommt, irgendwo wieder anzugehen. Es ist nicht so, dass unsere Probleme nachher einfach weg sind, sondern es kommen andere und wir haben gelernt, damit umzugehen oder nicht. Und
sind wirklich die meisten, wir können eben viele Geschichten erzählen, sind die meisten solche, die einfach eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben die Entscheidung getroffen, sie sollen sich reinreden ins Leben und sie wollen wirklich ihr Leben ändern. Die Bahn wechseln, wo sie eigentlich eingespurt wurden. Genau. Ja, das ist eigentlich ja auch weite Teile schon die Message von deinem Leben auch, oder? Du bist nicht ein Opfer von deiner Vergangenheit oder musst es nicht bleiben. Du kannst neue Wege gehen. Das kommt sehr stark zum Ausdruck immer wieder hier, wenn man sieht, durch was du eben durchgegangen bist. Und ich lese da hier einen kleinen Teil, mir denkt das sehr spannend, auch was jetzt gesagt hat zu den Jugendlichen heute, wie die so kommen. Häufig bei euch, und da hier schreibst du gegen Schluss vom Buch, dass eben manchmal die Schweizer so ein bisschen verwundert sind, warum ihr das braucht, oder macht hier, was brauchen Jugendliche hier denn? Für die Leute wäre nachvollziehbarer, wenn man das irgendwo im Libanon machen oder in Brasilien, irgendwo in Mission, oder? Aber hier, und da hier gehst du nicht darauf ein, die äußere Armut ist in der Schweiz zwar kaum da, oder zumindest nicht so sichtbar, aber die jungen Menschen hungern nach Liebe, Annahme, Treue, Loyalität und Zeit. Sie brauchen Seelenpflege und Lebensqualität und so weiter. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft und so weiter, was dort alles drin ist. Also, es ist ja ein bisschen das als daheim geben, oder? Also, was viel auch zum Ausdruck kommt mit dem offenen Haus, das ihr jetzt erlebt, oder? Eure Vision. Was auch jetzt, ob jetzt das bei uns ist, ja, oder es ist eben sehr viel Not auch vorhanden, selbst in der Schweiz, oder? Ja, man sieht es einfach auch nicht so, weil wir im ersten Schein alles haben. Oder materiell geht es uns wirklich gut. Ich meine, das jetzt, was so schwierig ist, auch ringsum in Europa und weiterum, ist es einfach, ja, ist man sich vielleicht noch mal mehr bewusst, was wir hier alles haben. Oder manchmal vielleicht eben leider auch nicht. Also, es geht uns wirklich materiell gut, aber seelisch sieht man manchmal nicht dahinter. Gewisse können es gut verstecken und ich denke schon, dort fehlt es vielen Leuten auch. Und dort wollen wir ein bisschen helfen für die das brauchen und gerne wollen. Ja. Also ja, ich glaube, so ein Beispiel ist zum Beispiel, wir möchten gerne wissen, wo unsere Jungen sind. Das ist jetzt, wir sind dort sehr altertümlich, wo sie sind. Genau. Wenn sie jetzt am Abend weggehen, ist es uns nicht einfach egal, wo seid ihr, sondern dann müsst ihr daheim. Bei uns ist es umgekehrt. Uns ist egal, wenn ihr daheim seid. Wir müssen uns einfach sagen, wenn. Dass wir so ein bisschen zeitlich wissen, wenn etwas wäre, merken wir, oh, sie sind nicht da. Und wir möchten gerne wissen, wo ihr seid. Einfach damit das ist die Verbundenheit und das ist Interesse. Ja. Und uns interessiert, was habt ihr erlebt. Und das ist das, was viele von unseren Jugendlichen kennen das nicht, dass man Interesse hat an ihrem Leben. Und sie kennen nicht, dass man sich Sorgen macht. Und sie kennen zum Beispiel auch Konflikte nicht. Konflikte zusammen austragen und dann gleichzeitig lieben. Das ist etwas, was alle eigentlich lernen müssen. Dass sie nicht nach einem Konflikt ihre Sachen packen und gehen, sondern dass sie nach einem Konflikt genau gleich geliebt werden, genau gleich an den Tisch gerufen werden, wir zusammen essen und genau gleich wieder zusammen reden und zusammen das Leben feiern. Und das ist das, was wirklich grundsätzlich alle müssen lernen. Das kann ich durchs Band durch sagen. Die meisten kennen die Streitkultur gar nicht. Und wir leben das aber auch sehr, sehr aus. Wir sind ziemlich streng, wir reden viel über das, was wir sehen. Wir schweigen nicht Sachen zu Tod. Und wir gehen mit jedem einen individuellen Weg. Also es kann bei uns auch sein, dass jemand mal, das habe ich auch im Buch geschrieben, das war ein krasses Beispiel. Jemand ist immer, jedes Wochenende in den Ausgang gegangen und da mussten wir sagen, hey, jetzt wäre es mal gut, wenn du daheim bleibst. Oder haben dann so eingeführt, gut, wir machen es so, dass wir immer am 5 Uhr am Sonntag daheim sind, dass wir am Abend wieder zusammen den Abend haben, dann startet ein bisschen besser in die Woche. Und gleichzeitig haben wir jemanden gehabt, der nie weg ist gegangen. Und dann haben wir gefunden, gut, jetzt müssen wir wie einen Samstag fix machen. Haben wir gesagt, dann brauchen der Krieg und ich einfach die Wohnung für uns. Das war ja eine Bergengasse dann noch. Und dann gibt es ein Raus aus dem Haus. Dann müsst ihr alle raus. Und das war eigentlich für das, dass die eine wirklich auch rausgeht, Beziehungen pflegen. Und so passen wir uns eigentlich immer ein bisschen daran an, was sie brauchen. Aber eben wirklich die Konflikte zusammen austragen und trotzdem geliebt werden, das kennt eigentlich nicht. Wir stehen in Beziehung, wir bleiben, gell? Und wir wollen auch wieder in die Augen schauen. So, das habe ich jetzt vorhin so gedacht. Wieder an den Tisch rufen zum Essen, ja, das ist ein cooles Bild, oder? Genau. Das kennen sie dann manchmal nicht, sonst, ja, das glaube ich. Ja. Wow. Hey, es ist total spannend, also ich glaube, man kommt nicht darum herum, wir finden den Tipp, den ich noch einmal schnell einstreuen, das Buch auch einfach einmal zu bestellen oder sich zu organisieren.
vielleicht hat es schon jemand bei euch im Umfeld, leset unbedingt einmal das Buch mit der ganzen Geschichte. Und da ist eben viel von eurer Liebesgeschichte auch drin, wo wirklich auch gar nicht geordnet bünzli-mässig angefangen hat, schon dort, oder? Also, das ist ein krasser Moment gewesen, zum Lesen für mich auch. Und da komme ich noch ein bisschen auf das gerne zu reden. Auch, einerseits Glauben, Jesus und was das bei euch so als Start eben war. Also, du bist noch in einer anderen Ehe dann gesehen, gell, Flo? Und hast aber die schon verliebt, oder die haben beide schon, oder? Wenn ich es richtig, der tut mich dann korrigieren, wenn ich es richtig sage. Und nachher hat aber zuerst der Kriegel gemeint, ja, klär das zuerst und nachher warte ich und dann schon, oder? Aber du hast dann gefunden, nein, das geht jetzt nicht so. Könnt ihr uns dort noch schnell ein bisschen reinnehmen, wie das dann bei euch zwei ist gegangen? Ja. Also, du erinnerst immer mehr besser als Details als ich. Das ist in unserer Beziehung ein bisschen so. Ja, ich vergesse. Das Grobe weiss ich schon, die Details selber nicht mehr so genau, aber ich weiss einfach, ich habe gewusst, als ich sie kennengelernt habe, ich will eigentlich gar nichts von ihr, weil gewusst, sie ist in ihrer Beziehung, das ist tabu. Und so haben wir eigentlich die Beziehung auch gestartet und sie ist einfach eine Freundschaft daraus entstanden. Und mit der Zeit, obwohl wir das beide nicht wollen, hat sich halt dort wie ein bisschen mehr ergeben. Die erste Ehe war schon am Zerbrechen, wo wir uns kennengelernt haben. Aber eben, die Absicht war nicht, dass wir eigentlich zusammenkommen, sondern dass einfach dort eine Freundschaft entsteht. Aus dieser Freundschaft ist dann mehr entstanden. Und es ist natürlich für alle Beteiligten eine sehr schwierige Zeit gewesen. Und das ist ja so, wie du es gesagt hast. Irgendwann musste ich dann sagen, ja, es ist mir, ich war noch jung, ich war 21, und es ist mir wie einfach zu viel und überfordert mit dem allem. Man hat gesagt, hey, ich will eigentlich nicht. Und da ist sie so reif und so tough gewesen, zu sagen, nein, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht einfach warten, bis alles erledigt ist und dann kommst du wieder. Genau, dort haben wir uns dann auch mal definitiv füreinander entschieden. Jetzt darfst du noch Details erzählen. Details muss ich erzählen, aber einfach, genau. Es ist ja so, ich bin natürlich wirklich, die Ehe ist ziemlich, also ich war ja kaputt gewesen. Ehe mit jemandem eigentlich zu führen, der kaputt ist, geht fast nicht. Also das muss ich wirklich auch sagen, ich bin nicht beziehungsfähig gewesen. Das ist immer, ich habe mir das immer erhofft, ich habe immer gedacht, wenn ich den heirate, wenn ich einen Mann finde, der mich heiratet, dann geht es wieder gut. Und dann habe ich auch die Existenzberechtigung. Das war mein grösstes Problem. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Recht zu leben. Und das war natürlich eine grosse Enttäuschung, zu merken, dass ich geheiratet und ich habe die Existenzberechtigung nicht. Und natürlich gibt es Probleme wie in jeder Ehe auch, aber ich habe dort gemerkt, ich schaffe das nicht mehr in dieser Ehe. Und habe raus wollen. Und der Krigo ist eigentlich sehr ein guter Freund geworden. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden, wo wir sehr gut reden konnten. Und ich war ihm ja wie nichts verpflichtet gewesen. Darum hat es wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Und in dieser Zeit bin ich meine Heilung durchgegangen und meine Ehe ist aber auseinandergegangen. Also wir waren wirklich in Trennung gewesen. Und ich war dann schon ausgezogen gewesen. Und da haben wir wie gemerkt, hey, da entsteht mehr. Da ist, also du hast mir dann gesagt, du bist verliebt. Ich habe gefunden, ja, das ist Schwärmerei, das kenne ich. Mir findet man noch schnell mal cool, aber das auf länger... mal hören, wenn die Liebe jemandem aber auf Länge ist das dann schon okay. Das habe ich nicht so ernst genommen. Aber als wir dann wirklich beide gemerkt haben, mal, wir sind verliebt, meine Ehe geht immer mehr bergab. Ich bin in Therapie gegangen, war am Merken, wo das ich durch muss. Und habe dann auch gemerkt, ich war jemand, der immer einsichtig war, der immer jedem seinen Freiraum hat gelassen. Und ich habe dann gefunden, hey, das ist okay, wenn du das findest, du bist zu jung dafür, du bist dann 22 gewesen, du bist zu jung dafür, du brauchst die Distanz, aber nicht auf Meltidee, wenn es dann vorbei ist. Das habe ich dann gemerkt. Ich habe gesagt, entweder ist das ja, jetzt mit dem ganzen Ballast, den ich jetzt gerade mitschleppe, oder dann ist es einfach wie okay. Und ich für mich habe auch ganz klar gewusst, ich bin auch gar nicht auf der Suche nach einem Mann gewesen. Ich habe wirklich gemeint, es ist gescheiter, ich bin ganz ehelos, weil das ist besser für mich. Und habe dann wirklich auch mit Gott so ein bisschen wie abgemacht. Es ist natürlich sehr viel von den Christen hergekommen, hey, der ist nicht gläubig, hey, Finger weg, nein, Distanz und. Und ich habe Gott dann auch wie gesagt, Herr, wenn du mir das sagst, dann mache ich die Distanz oder gehe ich auf die Distanz, das ist okay. Aber das lasse ich mir nicht von irgendjemandem sagen, sondern das muss von dir herkommen. Und für mich war das so krass, die Beziehung, die wir zusammen hatten. Und aufgrund von dem habe ich einfach wie gewusst, das ist jetzt noch mit dem Mann okay, würde ich es probieren. Ich bin aber sowieso davon ausgegangen, dass er dann wieder geht, weil ich ziemlich älter bin.
Und er eben noch ziemlich jung war und auch nicht die Lebenserfahrung hatte. Und habe mit Gott so ein bisschen abgemacht, okay, ich genieße die Beziehung, so wie wir sie haben, und er wird ja dann gehen, und dann bin ich einfach gibt es nur noch die und mich. Mhm. Und mit diesem Background habe ich ihm dann gesagt, du, entweder jetzt oder sonst lassen wir es sein. Und ich habe das wirklich auch so gemeint. Ja. Und da hat er ja 45 Minuten mit sich gekämpft, genau. Ja, gut. Es hat eine kleine Geschichte dahinter. Ja. Oder? Es ist, wie soll ich sagen, meine Eltern haben natürlich auch ein bisschen von dem gewusst und haben auch ihre Meinung dazu. Und ihnen habe ich eigentlich wie dann gesagt, ja, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir Schluss machen oder so. Ja. Wo ich sage, das ziehe ich in der Regel auch durch. Und dort war ich dann so ein bisschen im Clinch. Und ich bin froh, hat die Liebe obsiegt. Ja. Und die Eltern sind dann irgendwie jetzt auch froh. Ja, natürlich, die sind auch happy, genau. Nein, das ist ja gleich lang her, aber ja. Ich finde schon noch, es sind so Momente, ganz viele so Momente hier drin, oder, wo einfach eben Weichen gestellt werden. Oder? Es ist gewaltig, wenn man das sieht. Ja. Die Entscheidungen, die dort waren. Und natürlich, und mit dem hören wir jetzt wie auf, oder mit dem wichtigen Teil, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, nämlich wie das ihr zu diesem Glauben an Jesus selber gefunden habt. Vielleicht können wir jetzt gerade ein bisschen dort anknüpfen. Wie war das denn bei dir gewesen, Christian? Ich probiere mich jetzt kurz zu fassen. So gut. Ja, also ich bin gläubig, nicht sehr gläubig aufgewachsen, aber ich habe ein katholisches Elternhaus, also der Vater und seine Eltern von dieser Seite her sind gläubig aufgewachsen. Die Großmutter ist aus der Innerschweiz gekommen. Wir sind an die üblichen Feste gegangen, wir sind Mitternachtsmesse gegangen, ich bin in die katholische Unterweisung gegangen. Und mein Vater ist eher ein stolzer Katholik. Wir sind Erlach ist eher reformiert. Und dort, ja, das prägt ihm halt noch ein bisschen so. Und ich habe durch das etwas mitbekommen. Für mich hat es immer irgendeinen Gott gegeben, irgendeine Vaterfigur. Das ist vielleicht so, wie sich viele vorstellen. Der altbärtige Mann, der irgendwo im Himmel hockt und zuschaut auf seine Schöpfung, aber nicht gross reinpfuscht oder reinwirkt oder etwas ändert aktiv. Und im Gimmer, in dieser Zeit zwischen 16, 17, 18, 19, da probiert man sowieso irgendwie ein Weltbild zu erschaffen, mit philosophischen Einfluss, mit Freunden, die im Glauben waren, haben wir viel diskutiert. Ich hatte gläubige Freunde. Und als ich die dann kennengelernt habe, bin ich eigentlich durch den Freundeskreis immer näher gekommen. Und irgendwann ist es wie klar gewesen, dass das wie muss stimmen. Ich habe es für mich dann auch so ein bisschen angenommen und habe gewusst, ja, irgendwann ja, einfach noch nicht jetzt, weil ich brauche ihn eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist der Fallstrick von vielen hier in Europa, weil es uns eben eigentlich recht gut geht. Ja. Dass wir vieles selber machen können. Und die haben das eigentlich auch recht herausgefordert und haben gesagt, schau, wenn du das Gefühl hast, ich brauche dich, dann musst du mir es zeigen. Dann bist du hässig geworden, weil du gewusst hast, er macht es. Und ich habe natürlich das Gefühl, nein, er wird sich nicht zeigen. Ich habe den Film geliebt, «Im Auftrag des Teufels». Mhm. Genau. Wo das heisst, die größte List des Teufels ist, uns glauben zu machen, dass er nicht existiert. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, ja, der hat kein Interesse an mir, wenn ich nicht mit Jesus oder mit Gott unterwegs bin, wird er sich mir in dem Sinn nicht zeigen. Aber du hast natürlich gesagt, das wird er machen. Und als wir im Libanon waren, im 04, nach 19 Jahren, bist du zuerst mal wieder im Libanon gewesen, sind wir deine Mutter und die Verwandten besuchen. Und dort hat es dann eben eine Situation gegeben, wo ich auch eine Nahtoderfahrung gemacht habe. Und dort habe ich dann gewusst, ja, jetzt ist der Moment. Oder jetzt muss ich mich und will ich mich auch für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist das, was ich heraufbeschworen habe. Und genau, und seither gehöre ich dazu. Aber es war nicht jetzt eine Entscheidung, wo ich muss sagen, jetzt habe ich mich entschieden und alles hat sich geändert. Das war so wie eine Entwicklung, wo das eigentlich dann die logische Konsequenz war. Und ich mir das Gefühl hatte, ja, später irgendwann aber jetzt ist es halt relativ rasch passiert. Genau. Das ist übrigens so eine dramatische Szene im Buch, oder? Die haben zu Jesus betet, die anderen. Ja, genau. Jetzt im Stall von Beirut, ja. Genau. In Beirut im Stall. Also, wir haben da Bilder, die abgehen, wenn man das liest. Also wirklich, ai. Genau. Also, Flo, so viel Zeit soll sein, dass wir auch noch erfahren, wie das bei dir
passiert ist. Wir haben schon gehört, du bist eben in jungen Jahren in so eine radikale Gruppierung im Islam hineingekommen und hast dort hier selber auch bewaffnet und so, so Fotos, wo man dich sieht. Bist du dort voll dran gewesen? Wie ist das dann plötzlich abgegangen mit dem Jesus in deinem Leben? Ich glaube, ich habe immer schon als ganz klein immer nach dem Sinn des Lebens gesucht. Warum das bei mir so war, weiss ich nicht. Aber ich bin ja noch, schnell Klammern, ich war ja noch in Deutschland, bevor ich noch wieder in Libanon bin. Und dort hatte ich schon ein Erlebnis mit Jesus gehabt, weil ich mit Christen schon dort zusammengelebt habe. Und das Erlebnis hat mich begleitet, auch Islam rein. Also ich war wirklich sehr im Islam drin, war radikal unterwegs und habe das von ganzem Herzen so gemeint. Ich war auf der Suche. Ich habe den Sinn von meinem Leben gesucht. Und im Verlauf von dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, dass mir der Gott nicht antwortet, dass ich dort wie nicht die Sicherheit bekomme und den Lebenssinn bekomme, den ich wie mir erhofft habe, sind Zweifel gekommen. Und da ist ja nachher auch ein Selbstmordattentat wäre ja mein höchstes Ziel gewesen. Und dort ist ja nachher wirklich wie Gott eingeschritten und hat mich in die Schweiz geholt. Und das ist ja wirklich das Geniale an meinem Leben, wo ich seine Hand sehe. Aber in der Schweiz habe ich wirklich auch wie gesagt, ich gehe nicht schon wieder in eine Religion rein, sondern ich beobachte mal die Christen. Und ich habe einfach, an den Christen hat mich fasziniert, dass sie zu ihrem Wort sind gestanden. Also es hat so ein bisschen so, was sie geredet haben, sie auch gewesen. Das war meine Beobachtung und das hat mich extrem berührt. Und durch ein Buch von Johnny Erickson, das mich sehr berührt hat, habe ich dann mit 13 wirklich mein Leben Jesus übergeben. Aber ich sage oft, dann war es so, dass einfach wie Gott ist ein Teil von meinem Leben geworden, indem ich habe alle Ballast bei ihm abgeladen. Er ist mein Gegenüber geworden, wo ich vielfach vielleicht mehr als Jugendliche alleine gefühlt habe, konnte ich ihm alles erzählen. Und das war er immer gewesen. Auch sogar an diesem Suizidmorgen, wo ich probiert, nicht das Leben zu nehmen, war er meine Ansprechperson gewesen. Aber ich bin nie ganz in die Abhängigkeit von ihm gekommen, ich war immer in der Abhängigkeit von Menschen gewesen. Und dann durch den Prozess von Scheidung und mit Zusammenbruch mit dem Burnout ist Jesus für mich wirklich so etwas Lebendiges geworden. Und wirklich, er ist für mich das Fundament. Also ohne ihn kann ich wirklich nichts. Und das ist auch das Fundament, wo unsere Beziehung darauf aufgebaut worden ist. Ich habe von Anfang an gesagt, was du dir bewusst sein musst, ist, an der ganz ersten Stelle steht für mich Jesus. Du wirst nie an der ersten Stelle sein. Und das habe ich nicht einfach so gesagt, sondern das ist so. Wenn ich den Fokus von ihm verliere, dann bin ich einfach, ich bin nicht mehr wohl. Ich bin einfach nicht, er gehört zu mir wie die Luft zum Atmen. Und das habe ich durch meine ganzen Krisen eigentlich erlebt. Darum ich habe auch mit 13 mein Leben Jesus übergeben, aber der Werdegang mit ihm, wo ich heute auch noch drin bin, das ist das, was mich ausmacht als gläubiger Mensch. Und ich gehöre einfach zu ihm durch das Erlebte alles. Genau. Und heute ist sicher auch das ein wichtiger Teil für immer noch abzugeben, die Sorgen, die man vielleicht hat, oder? Nachher mit dieser Wohngemeinschaft immer wieder, oder? Dass man nicht man würde kaputt gehen. Ja. Also man würde garantiert kaputt gehen, wenn wir nicht Jesus hätten, der der Mentor ist, der alles wieder zu sich nimmt, würden wir das nicht schaffen. Hey, Florida und Christian, danke ganz herzlich, dass ihr hier seid und uns ein bisschen teilhaben mal, wie das so tut bei euch in diesem offenen Haus. Merci, und auch einfach in eurem Leben, was alles schon da für Geschichten geschrieben worden sind. Und es ist eine riesen Freude, dass wir das so in diesem Rahmen ein bisschen näher kennenlernen. Danke vielmals. Und Gottes Segen natürlich. Gleichfalls. Im offenen Haus. Ja. Im Bremgarten. Merci. Ja, wenn ihr gerne ein bisschen mehr erfahren über das Projekt, eben, Offenes Haus, Bremgarten, wir tun den Link auch in Video beschrieben, dann könnt ihr da noch ein bisschen näher informieren. Wobei, im Moment haben sie, glaube ich, viele Anfragen, oder? Kommen ganz viel, aber schaut mal rein und genau, dann könnt ihr je nachdem auch mal einen Kaffee nehmen zu ihnen oder so, oder lernt sie auch mal persönlich kennen. Und danke vielmals an dieser Stelle für euer Interesse. Uns findet ihr natürlich gängig auf YouTube, Instagram oder auch Spotify könnt ihr abonnieren, wenn ihr einfach die Talks wollt, mehr hören als schauen. Wie auch immer, danke, dass ihr dabei seid und bis gleich wieder. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.